Hause nahm Paul Schluep, Pfleger an der Heil- und Pflegeanstalt Randlingen, Abschied von seiner Frau. Sie musste ins Spital. Eitrige Ohrenentzündung, hatte der Arzt gesagt. Das Parterre war leer. Der Speisesaal war düster. Ernie, der Nachtwächter, hatte schon die Kontrolluhr umgehängt. Ernie schnaufte, denn er war asthmatisch. Über seinem gewölbten Bauche lag eine Uhrkette aus geflochtenen Haaren wie ein krepierter Wurm. Ernie brummte, blickte nach der Uhr. Er hatte schon 10 Minuten Überdienst machen müssen. Und hatte gerade die Probezeit als Pfleger hinter sich. 6 Monate. Wird's bald? Soll ich dir das Fiedle verbrechen? Kluner riss an den Hemdsärmeln von Wixler, einen Kretin mit fliehender Stirn und ohne Kinn. Der kleine Wixler kratzte und biss wie ein Aff. Henkister, der Oberwärter, wollte sich beliebt machen. Fräulein Wirage, ich habe den Pflegern immer wiederholt, dass... Aber Fräulein Wirage war schon im kleinen Gang verschwunden, der zur Zelle Dr. Jutzlers führte. Und man hörte sie plappern. Hallo, Herr Jutzler, wie geht's heute? Immer noch schweigsam? Ja, das kommt schon besser. Und nun müssen Sie aufstehen, nicht wahr, Schluep? Er ist wieder ein wenig unruhig gewesen diese Nacht, nicht wahr? Fräulein Wirage war schon im Wachsaal, wo sich ein Lamento abhob, weil Wixler, der kleine Schimpanse, in seinem Bett hockte und frech grinste. Nicht aufgestanden? Auch nicht? Was ist das für eine Ordnung? Er hatte nichts gesagt. Nichts. Nur den Dr. Jutzler in seine Zelle geführt. Der war ruhig mitgekommen. Untersuchungsrichter sollte der Mann draußen gewesen sein. Draußen. Ihrer Frau geht es gut, Herr Doktor. Sie sind doch kein Kammerdiener und ich kein Fürst, verstehen Sie? Ja, Herr Doktor. In der Mittagsstunde machte Schluep mit Wumar und dem Witze einen Zucker. Ein halber Rappen der Punkt. Er verlor 50 Rappen. Wumar klagte, wie man im Kurs geplagt würde. Er sei nicht mehr einer der Jüngsten. Und die vielen chinesischen Namen. Er versuchte sich lange am Wort Schizophrenie ab. Aber seine Zunge stolperte. Das Zwiegart-Hanni hatte er besonders gern gesehen. Ja, ihm manchmal die Wangen getätschelt und es auch gefragt, ob es nicht Haushälterin werden wolle bei ihm. Das Hanni hatte abgelehnt. Jetzt entließ der Direktor das Hanni Zwiegart. Die Schuhe sind gefunden worden. Sehen Sie dort. Leugnen nützt nichts. Sie kommen aufs U. Das war die schwere Abteilung. Schluep stand da. Den weißen Schurz hatte er umgebunden, als Henkister ihn zum Direktor gerufen hatte. Es ist besser, ich gehe. Es war nicht schön von Ihnen, Herr Direktor, dass Sie mich einfach aufgrund von Aussagen, dass Sie über mich den Stab brechen,